Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute diesmal zur Pressekonferenz nach dem 3:2 Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt am 23. Bundesligaspieltag. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt und natürlich nur, wenn es euch gefällt, was ihr hier seht, wa? Damit gehen wir rein direkt hier in den Bums. Aus der Sicht des FC Bayern nach dem 3:2-Sieg Aus gegen der Eintracht Sicht. Frankfurt. Herzlich willkommen nochmal und los geht's. Wir wollen gleich die erste Frage hören. Let's go. Ins Thema reinzukommen. Fatzi, Das ist wollen Christian wir Kunz für loslegen. die Deutsche Presseagentur. Namen zusammen Zeit. Glückwunsch zum Sieg. Wie sehr ärgert man sich, wenn es dann am Ende doch noch ein bisschen spannender geworden ist? Und die zweite Frage, kann man schon sagen, wie es Alphonso Davies geht? Naja, wirklich spannend ist es nicht geworden, wa? Ich glaube nicht, ich habe das erste Teil nicht verstanden. Wie sehr man sich ärgert, dass es am Ende doch nochmal spannend geworden ist? Ach so. Also erstmal Alphonso Davies. Ich weiß nicht, ob es 2 Wochen ist oder 3 Wochen oder 4 Wochen, aber seine Körpersprache nach dem Spiel war eigentlich besser als was dann passiert ist und hoffentlich ist es nicht so schlimm. Aber der geht heute im Scanner rein und dann wissen wir mehr. Und ja, am besten, wenn das Spiel nicht 100% alles klappt, dann besser am Anfang ein bisschen weniger und am Ende ganz stark enden. Aber letztendlich darf man nicht vergessen, wie das Spiel war. Ich glaube, wir haben in den ersten 60 Minuten auch sehr, sehr überzeugend gespielt, viele Möglichkeiten, gute Möglichkeiten rausgespielt. Ja, gerade die erste Halbzeit war mega gut, ne? Vor allen Dingen die ersten 20, 25 Minuten waren richtig, richtig stark. Und dann machen wir natürlich einen Fehler auf diese Penalty und ich verstehe, wie ein Stürmer da reinkommt manchmal in diese Situation. Ich habe das oft gesehen, dass dann solche Fouls passieren und das war ein bisschen schade natürlich für Harry. Und dann beim 3:1 ist eigentlich immer alles möglich. Egal, ob es jetzt Frankfurt ist oder ein anderer Gegner, wenn 3:1 ist nie vorbei, 2:0 ist nie vorbei. Und dann haben wir vielleicht in diesem Moment nicht unsere Intensität gebracht, was wir eigentlich... Ja, haben wir auch nicht, zweite Halbzeit. Muss man ganz klar sagen. Da hat einfach ein Tacken gefehlt, im Gegensatz zur ersten Halbzeit, ne? in die ersten 60 Minuten gebracht haben. Also man kann daraus lernen, auf jeden Fall. Aber es zeigt auch Charakter. Und das darf man nicht vergessen, dass man einfach, egal was passiert, die Spiele über die Linie ziehen. Und über weite Strecke ein gutes Spiel, am Ende etwas weniger und dann trotzdem Charakter gezeigt. Trotzdem souverän nach Hause gefahren, das Ding. So, Punkt. Ja, ich habe keine Chancen gesehen für Eintracht Frankfurt. Ja, wir haben dann viel Ballbesitz gehabt, Ballkontrolle und dann war der Lachs auch durch. Dann auf der anderen Seite Niklas Linner für die Bild-Zeitung, bitte. Vincent, bei Ihnen an der Seitenlinie war heute ziemlich viel los. Jonathan Tah und Leon Goretzka standen schon bereit, haben sich dann wieder hingesetzt und kamen am Ende doch noch ins Spiel. Können Sie uns da ein bisschen mitnehmen, was da Ihre Gedanken und Überlegungen waren? Ist alles eigentlich ganz logisch, aber das zeigt, wie manchmal ein Spiel geht. Also es ist erstmal 2:0. Und dann haben wir ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Min Jae Kim vielleicht Probleme hatte mit die Wade. Und 2:0, okay, dann bringst du Jonathan rein und dann nehmen wir kein Risiko. Pavlo war ähnlich. Haben wir ein bisschen das Gefühl, er hat zweimal am Oberschenkel oder so gespürt. Und dann auf einmal gehen wir von 2:0 zu 3:0. Und dann werde ich bei 3:0 natürlich nicht Jonathan Tah reinschmeißen, wenn ich weiß, dass er noch eine gelbe Karte ist vom Sperre. Also dann geht Jonathan Tah wieder sitzen, glaube ich. Und dann auf einmal, 5 Minuten später, ist es dann 3:1. Und das ändert dann wieder alles. Und dann ist es nicht mehr Min Jae Kim, die ein Problem zeigt, aber es ist eher Pavlo in dieser Situation. Ich habe die Spiele ganz logisch auch erklärt. Ich habe es ihnen erklärt, gesagt, Leute, ihr werdet alle verstehen, wenn ihr mal Trainer bist, das passiert. Und es war 5 verrückte Minuten plus die Gelbsperre. Aber am Ende trotzdem haben wir die Entscheidungen getroffen, die uns die Möglichkeit gegeben haben, das Spiel zu gewinnen und trotzdem keine Gelbsperre zu bekommen. Ja. In der Mitte Florian Kienast für Spiegel Online.
Herr Kompanie, Ihre sehr bemerkenswerte Rede gestern hat weltweit für großes Aufsehen gesorgt, ein positives Echo erzeugt. Die New York Times hat darüber geschrieben, der Guardian, die BBC. Welche Reaktionen haben Sie bekommen? Hat sich vielleicht sogar José Mourinho bei Ihnen gemeldet, um sich zu erklären? Und wie sehr würden Sie sich wünschen, dass Persönlichkeiten, prominente Protagonisten in der Welt des Sports... Ja, nicht nur in der Welt des Sports. Ja. Ich habe es ja in meinem Video auch gesagt. Jeder, der Reichweite hat, wenn es noch so wenig ist wie bei mir, sollte was dagegen sagen. So, Punkt. Ja. Also jeder, der kein Rassist ist. So, ganz einfach. Wenn mal alle Leute aufstehen würden, die keine Rassisten sind auf dieser Welt und mal ihre Stimme erheben würden, dann wären auch die ganzen Rassisten und rechtsextremen Spacken nicht so laut, wie sie sind. Ja. So, das ist dasselbe wie YouTube-Kommentare. Ja. So, da hörst du auch immer nur die Negativen. Ja. Es müssen einfach mehr Positive aufstehen. Aber viele Leute, die was positiv sagen, schreiben nichts, machen nichts. Ja, aber die irgendwas negativ meinen, die gehen rein. Ja. Das ist so das Problem in der heutigen Gesellschaft. Ja. Jetzt müssen mal alle aufstehen, die was gegen Rassismus haben. So, ja. Und das passiert halt einfach nicht. Bei vielen Leuten, weiß ich nicht, viele Leute ist das auch scheißegal oder was weiß ich was. Ich habe keine Ahnung, warum man nicht seine Meinung dazu äußert, wenn man eine gewisse Reichweite hat. Vielleicht aber auch aus der Angst, Reichweite zu verlieren, hat man bei mir ja gesehen. Ja. Ich habe ja schon einige Videos hier gemacht, die in irgendeine klare Richtung gingen und dann habe ich natürlich auch, einmal habe ich 800 Follower dann verloren auf YouTube, ja. Aber ganz ehrlich, was will ich mit rechtsextremen Spinnern auf meinem Kanal? Ja, also so sollte jeder denken, der nicht rechtsextrem ist, so, ja. Leider passiert das nicht, das ist sehr schade. Und natürlich passiert das erst recht nicht bei irgendwelchen prominenten Leuten, die wollen keine Angriffsfläche geben. Ja, und die wollen natürlich auch nicht alle Leute, die auf Reichweite aus sind, ja, ey, guckt euch den Osten Deutschlands an, da wird die AfD zu 40% gewählt. Ja. Das heißt, 40% der Leute, ja, 40% weniger Reichweite, wenn du die nicht mit ins Boot nimmst. I don't know. Ich bin da relativ klar von meiner Meinung. Werde die auch immer wieder äußern, wenn solche Themen aufkommen. Wir sind ja auf dem Sportkanal, natürlich, ja. Deswegen ist das hier nicht allgegenwärtig, dieses Thema. Aber wenn dieses Thema dann aufkommt, dann gibt es hier auch klare Worte und klare Kante. Ja. Und ich kann das hier gerne nochmal wiederholen, wie aus dem anderen Video, weil das Video hier vielleicht einige mehr schauen. Wenn ihr ein Rassist seid, verpisst euch von meinem Kanal. Ihrer Rolle als Vorbild auch für die Gesellschaft noch mehr gerecht werden, indem Sie so die Stimme erheben wie Sie gestern? Ja, die Frage ist natürlich und selbstverständlich auch ganz oft gekommen heute, aber ich glaube, ich habe alles dazu gesagt gestern. Ja. Und das war eine ganz spontane, ganz offene, ehrliche Meinung zu dieser Situation. Diese Emotion, die kann ich jetzt nicht widerspiegeln. Also heute war für mich ein Tag für was Positives im Fußball. Und das ist dann, was wir heute sehen zwischen Frankfurt und Bayern München. Und es war heute für mich ein Tag für positive Sachen im Fußball. Und eigentlich würde ich sagen, was alles ist gestern gesagt. Ich kann nicht mehr dazu sagen, wirklich. Ja. Okay. Next one in English, yes, please. Hi, my name is John Jackson. I'm from Tanzania. Tanzania is going to be hosting the AFCON next year. Yep. You have an AFCON winner here on your team, Nicholas Jackson. Do you have any plan for him to stay after summer or is he going back to Chelsea? Ja, es gibt natürlich keinen Plan, Nicholas Jackson auch nur ansatzweise zu behalten, Alter. Ja, er konnte nie, ja, er hat mal 1, 2 gute Phasen gehabt, gute Spiele gehabt, aber er konnte ja, erstmal musst du an Harry Kane vorbei und zweitens konnte er in den vielen Einsätzen, die er dann hatte, nicht wirklich überzeugen. Er passt nicht in diese Mannschaft leider rein, ja. And at the time when he was playing here, what's your thought? Was he useful on your team or not? For sure, we enjoy having Nicholas Jackson with us, but any decision about the summer will be discussed with Nicholas himself, between the clubs. So I don't have an answer to give you now. The only thing is we're very happy to have him, and I'm also very proud to have
an AFCON win in our team. And yeah, who knows? I hope I can visit the next edition in Tanzania for sure. Yeah, I would love to. I would love to, 100%. Yeah, okay. I'll do everything I can to go. I love. Jetzt mal ernsthaft, so sympathische Menschen und dann gibt es Menschen, die da sitzen, Alter, die eine weiße Hautfarbe haben und meinen, sie sind was Besseres als, ja, lächerlich. Watching the competition, so yeah. Das Okay, noch im nächster ist Fußball, Florian Alter. Eisele für die Augsburger lächerlich. Allgemeine. Ja, Herr Kompany, früher gab es die Regel, eigene Stürmer haben in eigenem Strafraum nichts verloren. Das hätte Harry Kane heute berücksichtigen können, dann wäre es den Elfmeter nicht gegeben. Alter, wenn du das Fass aufmachst, dann hast du leider keine Ahnung vom FC Bayern und von Harry Kane, Alter. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Man muss mal, guck dir mal die Grätschen an, die Harry Kane schon am 16er Raum gemacht hat, die Ballgewinne, die er macht, die Ecken, die er klärt, auch wenn er mal auf einer Außenverteidigerposition ist und die Bälle klärt. Also der Take ist völlig dumm. Also das Foul, was da passiert ist, hätte wahrscheinlich vielen, vielen anderen Spielern genauso passieren können. Man kriegt ja von Ihnen, er ist ja generell sehr viel unterwegs, eigentlich mal so einen Ratschlag, vielleicht jetzt nicht zu overpacen, nicht überall auf dem Feld unterwegs zu sein und sich manchmal zurückzuhalten, weil er ja schon sehr präsent ist, oder würden Sie sagen, das lassen wir alles genauso, wie es ist? Nein, ich glaube. Was ist das für eine Frage, Alter? Jetzt will man wieder irgendwas schlecht reinreden in Harry Kane oder was? Junge, hast du was genommen oder was? Harry macht genau, was er machen kann. Harry hat nicht nur als Stürmer gespielt, muss ich sagen. Sie wissen das, ne? Ja. Der war ganz lange Mittelfeldspieler. Also das ist nicht Junge. atypisch für ihn, aber nein. Harry, wie viele Tore hat er gemacht heute? 2 oder 3? 2. Okay. Muss ich noch was sagen dazu? Also es ist passiert. Musst du nicht, Alter. Und das war ein Moment, die dann im Spiel viel geändert hat, natürlich. Aber es kann auch die besten Spiele mal passieren. Ich glaube, er fühlt sich wohl und Sie sehen das in seinem Spiel, glaube ich auch. Ja. 2 Fragen dann nochmal bitte, ja hier vorne, ja. Also, Herr Kompany, das zweite Ohne Scheiß, das war einfach so eine Logfrage. Sag nur ansatzweise irgendwie was nicht jetzt super positiv ist, sondern einfach was neutral gewesen wäre. Hätte man gleich eine Schlagzeile rausgebastelt. Tor von Eintracht Frankfurt heute. Wo haben Sie den größten Fehler gesehen? Das bei- Rausspielen von bei Urbich, Kimmich, den Alter. Querpass von Kimmich, das Verhalten von Kim. Wo legen Sie da den Fokus? Peter auch nicht beantworten. Hauptsache die Spieler wissen, wo ich den Fokus lege. Weil ich weiß, wie es ist. Es ist ganz einfach, 2, 3, 4 Namen jetzt dahin zu bringen. Und letztendlich, das war ein untypischer Fehler für uns. Darf man Ist auch richtig. Ja, wir können das machen, so. Wir als Außenstehende, Hobby, Fußball, Psychologen, whatever, wir können das machen. Wir können uns hier hinsetzen, können sagen, ja, guck mal, der Kimmich, aber ganz klar Kimmichs Fehler. Als Trainer machst du das natürlich nicht. Als Trainer wird das intern besprochen und gut ist. Ja. nicht vergessen. Und da müssen wir daraus lernen und einfach sehen, dass es nächstes Mal nicht mehr passiert. Also es ist normal eine Stärke von uns. Wir haben noch unheimlich viele Möglichkeiten und Tore gemacht aus dieser Situation. Aber natürlich muss man immer die richtigen Entscheidungen treffen. Und das war halt in diesem Moment nicht der Fall. Also auf jeden Fall. Ja, aber die Spieler wissen schon, was da falsch gelaufen ist. Eine letzte Frage, Nikolaus Lindner, bitte nochmal, ja. Herr Kompany, verzeihen Sie es, wenn ich noch ein letztes Mal auf Ihre vielbeachtete Rede zu sprechen komme. Sie haben darin Ihren Vater erwähnt, der sich ja sehr, sehr einsetzt gegen Rassismus. Ja. Und haben Sie mit ihm darüber gesprochen? Gab es da noch einen Austausch, nachdem das Thema ja wirklich um die ganze Welt ging? Noch nicht und ich muss ehrlich sagen, also ist auch was Privates, also ich weiß auch nicht, man muss doch auch mal gut sein lassen, so. Ja, er hat doch gerade gesagt, er kann zu der ganzen Sache nicht mehr sagen, wie er gesagt hat. Er hat genug gesagt, ja. Ohne Scheiß, auf so eine Frage würde ich sagen, weißt du was jetzt, das ist nicht böse gemeint, aber das geht dich am Ende des Tages einfach nichts an. So, ja, das ist
was ich gesagt habe, habe ich im Spielvorbereitung gesagt, das war ein Matchday -1 für uns. Und deswegen habe ich letztendlich fast keine Zeit gehabt, auch mit Leuten darüber zu diskutieren. Das war für mich ein ganz spontaner Moment. Und dann habe ich auch nicht weitergeschaut. Dieses Gefühl hatte ich gestern, habe ich wahrscheinlich schon ganz oft in meinem Leben gehabt. Das wird wahrscheinlich auch noch so sein in Zukunft, aber ich möchte letztendlich nicht... Das ist traurig, ne, wenn man das hört. Dass immer noch und ja, es wird in Zukunft so sein, weil wir gerade in dieser Zeit leben, wo wir leben, ne? Wie gesagt, wenn ihr da eine ausführliche Meinung von mir haben wollt, schaut euch gerne das Video dazu an, zu der Reaction, zu Winnies Worten. Ich glaube nicht, dass wir jetzt was gewinnen, wenn ich das jetzt noch in den nächsten 2, 3, 4, 5 Tage jetzt immer wieder... Ist richtig. Ich habe in diesem Moment alles gesagt und ich hoffe, dass die Tür offen bleibt, damit nicht nur... Es ist schwierig auf Deutsch, diese Themen zu besprechen, aber ich hoffe, dass die Tür offen bleibt, damit wir aus diesem Moment wachsen und nicht nur ein Streit haben zwischen Leuten, die nur einen Kampf verteidigen wollen. Also das war vom Gefühl, vom Herz gesagt, aber am Ende will ich nicht, dass wir einen Kampf. I don't want that we make a camp stronger. What I would like to do is to see that out of this we come better together, if that makes sense. And that's the big thing that I hope for in the future. And that's why I don't want to continue adding to this, because I think now it needs a little bit of space to hopefully come together again. Whoever was in this story. Yeah. Okay, vielen Dank fürs Kommen, danke fürs Verständnis, dass wir uns jetzt verabschieden. Also, schönes Wochenende, bis bald wieder. Ciao. Ciao. Leute, von meiner Seite auch schönes Wochenende. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Bis dann. Tschö. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.